Liebe Patricia, jetzt habe ich noch Tomaten rumliegen, dann habe ich noch ein Basilikum und Brötchen. Was machen wir daraus? Da müssen wir auf jeden Fall aufpeppen, weil die Tomaten sind nicht mehr so, sie sind so bleich, haben nicht so viel Geschmack. Also die vielleicht noch. Und Basilikum sind auch schon gut. Ne? Aber okay, das kann man noch retten und machen. Das Brot hast du auch. Dann machen wir also Crostinis, würde ich sagen. Aber die Tomaten muss ich wirklich kurz anbraten. Ich probiere dann ein bisschen für den Geschmack zu geben. Neues Leben einhauchen. Ja, ich nehme jetzt die Knoblauchmarinade. Pfupf ja. mit Knoblauch? Ja, Gut. ein Pfuff Knoblauch. Muss ich schneiden? Mit einem richtigen Messer für Tomaten, super. Zeig mal. Schneidest du die einfach so in Würfel oder so? Würfel oder Dreieckli oder Viereckli. Gut läuft der Ofen schon. Ich mache gleich einen Pfuff ins Brot. Das Verrückte ist wirklich, Tomaten haben fast keinen Geschmack mehr. Ja, es ist eine Katastrophe. Machst Dann ganz verteile ich so, genau. Mhm. Ein größere Pfüffli. Also ich nehme so und dann verteile ich von einem in die nächste. So. Mhm. Ich bin fertig. Echt? Oh. Kann ich dir ein bisschen helfen? Nein, ich kann es gerade auch. Nur so mit dem. Du kannst die Pfanne ein bisschen Kann ich warm mit machen. denen Ah so ja, ein da kannst du bisschen- ein bisschen helfen. Nehme Aber du die kannst Soße die Pfanne heiß machen, sonst müssen wir dort wieder warten, eine Stunde Ja, da lang. geht du schnell. Geht mega schnell. Und dann kommt hier nur Tomaten. Wir wollen die Tomaten klein. Hörst du das auch gerne? Ja, Ich liebe sehr, es. sehr ist wirklich gern. so ein Geräusch. Das ist es macht Kochen. mich glücklich, Ja. wenn ich das höre. Ich kann nicht hören, ohne zu lachen. Und in der Zwischenzeit sind die Brötchen da. Jetzt geben wir denen auch noch einen kleinen Pfupf. Was Machen wir meinst einen kleinen Pfuff. Ja. Ich hätte gerne etwas, das so ein bisschen mehr karamellisiert. du? Dann nehmen wir Honig. Gell? Honig passt. Ich Kann glaube. ich sie lesen von hinten? Da ist sie. Ja. Dein Pfupf. Soll ich pfuffen nochmal? Aber ich gebe nicht viel, weil dort schon auch Salz hat, oder? Ein Pfüffli. Müsste lange. Er bindet auch die Soße so schön. Ja, das ist voll geil. Es hat auch kein Weizen drin. Also es ist glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist vegan. Ist eine flüssige Es ist für Würzmischung. alle. Jawohl, absolut. Ja, es ist wirklich eine liebevolle Marinade. Es ist für alle gut. Es sind wir jetzt freut mit der mich, Honig mit denen mit der zu so. kochen. Die Ansprüche der Leute sind ja massiv gestiegen. Ist konventionell, aber fair abgebaut, super traded. Seit über 50 Jahren gibt es die Firma. Super Familienbezug zu uns. Darum wissen wir, woher das Rohstoff kommt. Und hat auch ein gutes Gewissen. Ja. Nein, und jetzt überlege, ist sie nicht auch ein bisschen grösser als die andere Marinade? Bewusst. Gell? Weil Wir- dann auch von der Verpackung wir haben uns da. dazu entschieden, da ja extra größere Packungen zu machen. Weil auch da wieder aus der Überlegung, das Produkt hebt ewig eigentlich, weil es Ich probiere konserviert ja sich kurz. selber. Wenn wir das kleiner verpacken, haben wir einfach mehr Verpackungsmüll daheim. Und so haben wir saubere PET-Flaschen, die können wir nachher im PET entsorgen. Kann man empfehlen. Ich nehme jetzt Basilikum, ich habe die Pfanne abgestellt, nehme die Basilikumblätter. Darf Es ich riecht schnell? gut aus dem Ofen. Es schmeckt genau gleich wie an den Jahrmärkten, an den Weihnachtsmärkten. Ah, jetzt haben Sie es verstanden. Jetzt nehmen wir die so in die Hand, die so. Ja. Nicht lang Deko, Shishi, Zeugs und Sachen, sondern einfach probieren. Ja, und du darfst so ein bisschen Löffel, belegen, oder? gell? Also ich warte nicht, ich mache meine so. Ist das gut? Ja. Oh, es ist heiß! Patricia ist eben immer ein bisschen ungeduldig. Alles heiß, alles So, heiß. ich stelle jetzt das schnell auf die Seite. Ja, es ist mega heiß. Ich kann das Brötchen fast nicht heben. Ich muss nicht machen. Schau mal. So, haben wir das super? Lass den Kerber Genau, machen wir das drauf. schön. Also es sieht schön aus, finde ich. Aber Also das- nicht so lange, aber ja, da fehlt der da Basilikum, muss gell? er drauf. Ein Crostini mit Pfuff. Mit Pfupf. Probieren wir. Probieren. Einen guten. Ein guter. Also es ist sicher mega heiß, verbrennt die Schnarre. Sorry, fantastisch. Wow. Also, Zutatenliste, dreitägiges Brot. Ja, haben wir halt noch vorher man gehabt. könnte auch mit frischem an, aber Tomaten. Pfupf. Zweiter Pfupf. Perfekt. mit allem Respekt. Aber wir haben wirklich als trauriges Brot schrumpfige Tomaten und lampige Basilikum Pfuff dazu gegeben. Und zwar 2 verschiedene Pfuffs. Und wir haben wirklich ein ausgezeichnetes Ding. Oder? Also stell dir mal vor, du kriegst Besuch und du machst das zum Apero. Fantastisch. Pfupf. Live dabei gewesen, die schnellsten Rezepte der Schweiz, mit den einfachsten Zutaten der Schweiz, mit Mach's fein, mit Pfupf. Noch mehr Rezepte von uns gibt es unter www.youtube.com/. Steh die. Bye bye, bitte dann. Gib Pfuff in dein Leben. Super gut.